Schönen guten Abend, hallo und grüß Gott. Also, Sache gibt's heutzutage, da denkt doch unsere Generation, ist das wirklich wahr? Als unsere Tochter im letzten Jahr schwanger war, kam sie zu mir und meine Frau und sagt, du, ich muss euch was sagen, ich lasse aus meiner Plazenta Globulis machen. Na, ich denke, das gibt's doch nicht. Also ist wirklich wahr, das kann man machen lassen. Die wird dann nach der Geburt eingepackt, zur Apotheke versendet und dann macht man Globulis draus. Wenn du dich aber nicht entscheiden kannst, ob du das willst oder nicht, sage dir, die packen dir es trotzdem mal in eine Plastiktüte, musst selber heimnehmen, in eine Gefriertruhe tun und bringst sie irgendwann zur Weiterverarbeitung, zur Apotheke, zu Globulis. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Wenn meine Frau mir damals vom Wochenbett aus angerufen hätte, und die hat zu mir gesagt, Schatz, ich bringe einen Mutterkuchen heim. Aber dann hätte ich gesagt, okay, dann lade ich die Nachbarn zum Kaffee ein. Aber damals wäre das ein Witz gewesen. Heute ist das Realität. Gehen Sie mal ins Internet, da gibt's Plazenta-Rezepte für den Thermomix. Ja, wenn das so weitergeht, dann klatschen Italiener irgendwann mal die Plazenta auf die Pizza. Dann gibt's keine 4 Jahreszeiten mehr. 9 Monatszeiten. Und jetzt passen Sie auf, meine Tochter und der Schwiegersohn, die haben sich natürlich entscheiden können, die haben gesagt, die nehmen es mit heim. Jetzt ist ihnen eingefallen, ihre Gefriertruhe sei kaputt. Meine Frau sagt, kein Problem, bring's zu uns. Ja, jetzt lag dieses Teil bei uns in der Gefriertruhe zwischen Maultasche, Hüftsteaks und Fischstäble. Und irgendwann begann die Grillsaison. Wissen Sie, ich hätte ja nichts gesagt. Aber als sehr gute Freunde angerufen haben und haben gefragt, woher wir das zarte Fleisch gehabt hätten. Kannst du auch nicht sagen, aus dem Kreissaal. Aber wissen Sie, was das Schöne an der Geschichte ist? Dass unsere Tochter nicht weiß, dass sie unserem Enkelkind Globulis vom Hüftsteg gibt. Ja. So. Aber deshalb gibt es bei uns in der Familie halt unheimlich viele Debatten über unterschiedliche Weltanschauungen. Das ist halt so. Deshalb ist meine Frau auch wirklich froh, wenn sie mal Zeit mit mir alleine verbringen kann. Was Sie wissen müssen, meine Frau ist sehr ängstlich, aber bei mir fühlt sie sich sehr, sehr sicher. Ja, ich kann Ihnen mal erzählen, sie hat zum Beispiel Angst vor Tieren, wenn wir in Urlaub fahren. Hat sie Angst vor den heimischen Tieren. Australien, Spinne, Schlange. Schlange ist ganz schlimm, die hat eine Schlangenphobie. Wenn die im Fernseher Schlange sieht, sofort umschalten. Sie hat auch Angst vor Haien. Jetzt im Hallenbad, da geht's noch. Ja. Nein, sie lachen, wir sind mal schwimmen gegangen. Ich bin später gekommen, sie hat die erste Bahn gezogen. Ich habe gesagt, Schatz, Hai. Ja. Die wäre schier ertrunken. Ja, deshalb ist wichtig, dass sie einen Mann an ihrer Seite hat, der die Ruhe behält. Oder wir haben mal einen Weberknecht im Schlafzimmer gesagt, hallo, ein Weberknecht. Dann hat er ihr gezeigt, wie ein richtiger Mann das Problem löst. Wir sind umgezogen. Ja, und deshalb habe ich zu ihr wirklich gesagt, Schatz, was ist dir denn in deinem nächsten Urlaub wichtig? Dann hat sie gesagt, sie will bloß unter einem Baum sitzen und ein schönes Buch lesen. Dann habe ich gesagt, super, dann fahren wir nach Tuttlingen. Nein, sie will unter einer Pinie ein schönes Buch lesen. Das geht doch auch unter einer Birke. Nein, da sei sie doch allergisch. Dann nimm doch ein Buch, da ist das Wort Buch schon drin im Namen. Nein, sie möchte unter einer Pinie ein Buch lesen. Dann habe ich schon gewusst, was sie hat wollte. Sie wollte nach Südfrankreich ans Meer. Dann habe ich mal auf den Tisch gehauen und gesagt, so geht's nicht. Du entscheidest immer, wo wir nachgehen, jetzt bin ich mal dran mit bestimmen. Dann habe ich gesagt, Côte d'Azur wäre auch schön. So. Und da haben wir ein schönes Häusle gemietet in der Côte d'Azur, mitten in einem Pinienwald. Wo wir da hergekommen sind, habe ich gleich so gesagt, guck mal Schatz, da ist ein ganzer Lesesaal für dich. Jetzt passen Sie mal auf, was passiert ist. Eines Morgens sind wir aufgestanden, meine Frau geht ins Badezimmer, ich gehe auf die Terrasse, trinke einen Espresso. Dann gehe ich zurück ins Schlafzimmer, will was aus meinem Koffer rausholen. Dann denke ich noch, habe ich gestern auch meinen Gürtel auf den Koffer gelegt? Dann gucke ich nochmal und denke, oh, mein Gürtel hat jetzt auf einmal ein Muster. Dann wollte ich gerade ins Badezimmer rufen, Schatz, mein Gürtel kann sich von alleine einrollen. Und dann habe ich gesehen, was wirklich war. Es war wirklich eine ausgewachsene Schlange. Eine 4 Streifen hatte, eine Würgeschlange.
Und auf einmal guckt die mich so arrogant französisch an. So nach dem Motto, wie, ich bin eine wirkliche Schlange. Und dieser Samsonite 8-Schalenkoffer gehört nun mir. Und ich dann denke, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Mir eine Schlange im Schlafzimmer. Wenn das meine Frau mitkriegt, die fliegt um, die wird ohnmächtig. Dann habe ich gedacht, machst du es ganz sachte. Dann rufe ich ganz so einfühlsam. Schatzi, wir haben eine Schlange im Schlafzimmer. Dann ruft sie zurück, zu spät, ich habe gerade duscht, probier's heute Abend nochmal. Also, die hat mir das nicht geglaubt, dass wir eine Schlange im Schlafzimmer haben. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache jetzt ein Foto von der Schlange und schick's dir auf dein Handy ins Badezimmer. Ich fotografiere, schick das Ding los. Dann geht's 21, 22, 23, jetzt kam der Schreie. Meine Frau hat so geschrien, eine Minute später ist der Vermieter in der Tür gestanden. Was ist passiert? Wo ist Madame? Ich bin im Badezimmer und da komme ich nicht mehr raus, das ist der sicherste Ort der Welt. Dann habe ich gesagt, das hat die Frau in dem Film Shining auch denkt. Kann mir mal jemand was zum Anziehen bringen? Dann sagt der Vermieter, das mache ich, Madame. Und dann habe ich gesagt, nee, Sie gehen mal ins Schlafzimmer, gucken mal, was auf meinem Koffer liegt. Dann geht der ins Schlafzimmer und dann höre ich den rufen, Grand, Grand, Grand. Dann habe ich gedacht, was will der? Meine Schlange und der will Skat spielen. Dann kommt er raus, kreidebleich, sagt er, die Schlange ist zu groß, habe ich noch nie gesehen. Wir müssen rufen die Gendarmerie, ist zu gefährlich, kenne ich nicht diese Schlange. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber immer wenn ich Gendarmerie höre, muss ich an den Louis de Finesse denken. Stellen Sie sich mal vor, Sie sagen zum Louis de Finesse, du hast eine Schlange im Schlafzimmer. Nein, doch! Oh! Ja, so. So. Jetzt passen Sie auf, kein Scherz, es kamen 3 Gendarmen mit Blaulicht. Alle steigen sie aus, haben eine Schussweste an. Schussweste. Die gehen nicht ins Haus rein, stellen sich an die Mauer nah, gucken durchs Fenster ins Schlafzimmer rein und diskutieren. Dann habe ich gewusst, das sind keine Schussweste, das sind Schissweste. Was macht meine Frau? In der Zwischenzeit schickt sie das Bild von der Schlange in die Familie-WhatsApp-Gruppe. Da kamen die unterschiedlichsten Reaktionen. Unsere vegane Tochter hat geschrieben, tut ja der Schlange nichts, die ist nur verängstigt. Und mein Sohn schreibt, zu Recht verängstigt, wenn die Papas Unterhose sieht. Und unser Designersohn schreibt, super, ich entwerfe gerade neue Geldbeutel. So, jetzt was war, die Polizisten sind nicht reingegangen, zu gefährlich, wir haben noch nie gesehen, diese Schlange, wir müssen rufen die Feuerwehr. Es kam ein Feuerwehrauto, auch mit Blaulicht. Steigen 2 Feuerwehrmänner aus. Draußen schon Leute versammelt, wo er auch gewohnt, was ist denn da passiert? Was machen die? Die gucken rein. Einer zieht sich volle Montur an, Stiefel und Handschuhe, Helm und so, hat ein Steckekett mit so einer Schnur dran und einen Sack, so ein Schlangenfanggerät, geht ins Schlafzimmer rein, dann hörst du Polter, 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 dann kommt er raus, die Schlange ist an der Stange dran, an der Schnur, kommt raus, die Leute draußen fangen an zu klatschen, die Schlange verbeugt sich, der läuft mit der Schlange rüber zum Pinienwald, lässt sie fallen, die verschwindet im Lesesaal. Meine Frau kommt aus dem Badezimmer raus und sagt, okay, der nächste Urlaub ist in Tuttlingen.